der Dombauhütte mit dem Blackfoes. Und wenn Sie zweifeln, dass diesmal auch wirklich das Geld in die richtigen Taschen fließt, dann seien Sie beruhigt. Die Sänger bürgen dafür, dass das Geld dem Dom zugutekommt. Die Mitarbeiter der Dombauhütte am Kölner Dom auf Betriebsausflug. Heute geht die Reise allerdings nicht, wie sonst üblich, in andere Städte, um dortige Baudenkmäler zu besichtigen, sondern nur bis Köln-Lindenthal. Genauer ins Studio der bekannten Kölner Band Blackfoes. Unter den Steinmetzen war die Idee entstanden, dem Dom einmal anders zu helfen. Nicht mit Hammer und Meißel, sondern mit Gitarre und Gesang. Wie ist es denn eigentlich zu dieser denkwürdigen Neuaufnahme des Songs "Wir lassen den Dom in Köln" gekommen? Ja, der Cornel von den Steinmetzen, der hatte die Idee gehabt. Vor ungefähr einem Jahr ist er zu uns gekommen und am besten erzählt er mal, wie er auf die Idee gekommen ist. Ja, es liegt irgendwie nah, ne? Der Dom ist sehr bedroht. Deswegen arbeiten auch so viele da, nicht wahr? Und irgendwo lag es nahe, dass wir als Einzelne, die jeden Tag damit zu tun haben, uns Gedanken machen. Und so sind wir halt auf die Idee gekommen, sollen wir nicht mal die Blackfoes ansprechen, sollen wir nicht mal dieses Stück eben wieder singen. Und darüber kam dann der eine auf die Idee, der andere auf die Idee und daraus entstanden ist dann eben ein neues Stück, was nicht mehr heißt "Wir lassen den Dom in Köln", sondern "Wir helfen dem Dom in Köln", was A, ein Statement ist für die Jungs, die da arbeiten, und B, aber auch eine Aufklärungsarbeit ist über die nicht abreißend wollende Arbeit der Steinmetze, sowie halt eben auch über diese Umweltzerstörung, dass man da eben darauf aufmerksam macht. Ne? Ja, jetzt haben wir zwei von Ihnen bei uns im Studio. Cornel Wachter, gelernter Steinmetz, und Hartmut Pries, gelernter Sänger. Blackfoes. Gelernter Blackfoes.
Colonel Wachter, das große Problem, das bei den ganzen Benefizplatten es in der Vergangenheit ja immer gab, war, was bleibt schließlich dann davon übrig? Das heißt, in diesem Fall, was bleibt eigentlich für den Dom übrig? Denn die meisten Organisatoren, die hatten sich dann schließlich dann doch so bedient, dass zum Schluss nur noch Pfennigbeträge da waren. Ja, nicht unbedingt beim Dom, also das kann ich da nicht. Nicht beim Dom, aber ich meine überhaupt bei Benefizplatten. Ja, ja, sicher. Und es ist halt so, normalerweise werden 2 Mark auf den normalen Preis aufgeschlagen und von diesen 2 Mark gehen dann so und so viel Prozent dann nur zum Beispiel zur Kinderkrebshilfe oder etwas anderes. Und wir wollten halt eben ganz klar, dass wenigstens die Hälfte des Preises dieser Single, keine Langspielplatte hier ist übrigens, dass das halt an den Zentraldombauverein geht. Der Zentraldombauverein ist ein Verein hier in Köln, der halt direkt seine Gelder, die über solche Aktionen über die Mitglieder reinkommt, direkt in die Domrestauration geben. Hartmut Priest, wie kann das Ganze ablaufen? Denn ich habe mir sagen lassen, mit einer Single kann man im Grunde gar nicht mehr allzu große Geschäfte machen, gekauft werden LPs. Ja, also darum auch die ungewöhnlichen Wege. Wir sind nämlich recht blauäugig an die Sache rangegangen und haben dann von der Rechtsabteilung unserer Schallplattenfirma erfahren, dass eben diese Benefiz-Singles doch eine recht zwielichtige Sache sind. Diese 2 Mark Benefizanteil werden meistens auf den Preis einer normalen Langspielplatte aufgeschlagen, sodass sie dann 20 oder 22 Mark kostet. Und wir haben es erreicht jetzt, und darum hat das Ganze auch so lange gedauert bis zur Veröffentlichung, dass wir bei einer Singleplatte mehr für den Zweck, dem die Sache zugedacht ist, herausholen, als wenn wir das mit so einer sogenannten Benefiz-Langspielplatte gemacht hätten. Und es wird so sein, dass die Kölner Sparkassen, die auch Kulturstiftungen haben, und diese Stiftungen sind zweckgebunden, dass die das in ihren Zweigstellen verkaufen, und das wird ab Anfang nächster Woche in Köln und Umgebung möglich sein. Heißt jetzt ganz konkret, was wird in Mark und Pfennig für die Steinmetz-Arbeit am Kölner Dom übrig bleiben pro Platte? Ich würde sagen, das kann man jetzt noch nicht sagen, weil es kommt natürlich auf Sie an, die das kaufen, ja. Von der Auflagenhöhe. Auch von der Auflagenhöhe. Über den Daumen gepeilt noch. Das kann ich nicht sagen, das will ich auch gar nicht sagen. Es ist eigentlich auch eine symbolische Aktion, also das Geld, man hat uns hier schon mal im Hause gefragt, im Rundfunk, ob das denn die Restauration am Kölner Dom für die nächsten Jahre mit dem Erlös abgedeckt werden. Das ist natürlich keine Frage, das ist viel zu wenig, aber es ist eine symbolische Aktion, es ist eine spontane Selbstinitiative und da hoffen wir natürlich auch auf Nachahmer. Es gibt ja viele Bereiche, wo nicht nur Bauwerke zerstört werden, es sind ja auch unsere Lungen, wie der Hartmut da immer so nett sagt. Dann sagen Sie doch jetzt noch mal als Fachmann, was wird eigentlich jedes Jahr am Kölner Dom verbaut? Wie viel Geld muss da eigentlich reingebuttert werden, damit er nicht wirklich bröselt? Ja, also Fachmann, dafür bin ich natürlich nicht. Da musste man den Dombaumeister fragen, den Professor Wolf. Aber wie wir alle gelesen haben, jetzt kürzlich in der Kölner Zeitung, sind es nächstes Jahr 8 Millionen. Und ich glaube, vom Zentraldombauverein kommen allein schon 3 Millionen. Und das ist eine private Initiative von eben Kölner Geschäftsleuten. Aber jeder kann da Mitglied werden. Das ist übrigens ein Aufruf, den ich machen möchte. Das ist in der Mohrenstraße 1 bis 3, Zentraldombauverein, guckt man ins Telefonbuch und dann wird man da Mitglied. Okay. Kostet nicht viel. Danke, also erstmal alles Gute für die Platte. Und jetzt können wir uns alle 3 gleich mal umdrehen, denn da passiert etwas, was sonst auch im Schatten des Doms passiert, nämlich Versuche mit einem Skateboard, allerdings mit einem ganz besonderen Skateboard.